Willkommen zurück hier im neuen Let's Play zu The Witcher 3, die zweite Staffel, die beginnt mit Hearts of Stone. Die ersten der zwei großen Erweiterungen. Wir sind hier in der Kanalisation von Oxenford unterwegs, haben Shani getroffen, den wir noch kennen aus The Witcher 1 plus den Büchern halt, der Hexer-Serie. Und das Viech, das hier irgendwer rumstreift, das ist, könnte eine Art Spinne sein, was so wie es aussieht, wie den ganzen Beine ist. Jetzt wird die Katze ein bisschen fehl hier, der Trank. Weil da ist so schwarz-weiß dargestellt, gräulich halt. Übrigens nicht wundern, dann hat es auch aktiviert, dass, weil ich halt aufnehme mit Alt plus R Tastenkombination und R war hier noch der Donner hinterlegt. Naja. Soldaten aus deiner Eskorte? Ja, das sind sie. Vern, Miklas, die Armen. Die Bestie scheint nicht herumzuspielen. Sie haben mir das Leben gerettet. Kanntest du sie gut? Ihn erst seit heute Morgen. Aber Vern kenne ich noch aus der Schlacht von Dorian. Miklas ist erst seit Jule dabei. Tut mir leid. Wenn das Biest tot ist, müssen wir jemanden herschicken, der die Leichen holt, damit wir sie anständig beerdigen können. Was genau ist passiert? Wir kamen hier rein und Miklas wollte nach Spuren suchen. Dann griffen Ertrunkene an. Mit denen haben die Männer kurzen Prozess gemacht. Aber Franz ist verletzt worden. Am Bein. Ich wollte ihn verbinden. Nols stand Wache. Dann erschien das Monster. Nols schubste mich zum Ausgang und rannte auf das Vieh zu. Ich drehte mich um und sah ihn in irgendeinem klebrigen Zeug liegen. Ich holte ihn und schleifte ihn dahin, wo du uns gefunden hast. Wo war das Monster? Miklas und Vern haben es von uns weggelockt. Und teuer dafür bezahlt. Hast du gesehen, was euch angegriffen hat? Es geschah zu schnell. Ich habe es nicht genau gesehen. Nur von hinten. Groß war es. Und schleimig. Das würde ja auf den Frosch passen, war von der Zeichnung her und so, aber gibt es echt einen Frosch, der so groß ist, so stark und den anderen so schnell? Alter Schwede. Ich muss mich umsehen. Der Mann, den du verarztet hast, ist er hier? Franz? Ich sehe ihn nicht. Vielleicht hat das Monster ihn fortgeschleift. Kann sein. Das Biest ist vermutlich hier reingekommen. Oder raus. Ganz schön tief. Ganz schön tief. Die untere Ebene der Kanalisation ist seit Jahren versperrt. Aber Kommandant Vern hatte einen Generalschlüssel. Mal sehen, ob ich ihn finde. Echt jetzt so tief? Ja, so ein bloßer Trunkener, keine Sorge, Leute. Na, vorne sehe ich schon etwas. Alter, was muss das für ein Viech sein, ey? Aber so ein riesiger Frosch sagt mir überhaupt nichts. Oh, gut, dann los. Wie das jetzt aus New Game Plus, wo ich wieder ein paar neue Einträge habe im Bestiarium, noch irgendwie aus, ja, aus den Büchern halt. Hä? Die echt die neue Viecher erschaffen, krass. Guck mal gucken, Tränke habe ich noch, Schwalbe auch, hier hat die Bomben, wie gesagt, ich überlege, wenn es echt so eine Art... Ah, da ist es okay. Wenn es so eine Art riesiger Frosch ist. Wäre natürlich jetzt krass, wenn es komplett etwas anderes wäre, von der Gattung her, aber verfluchte Wesen könnte es sein, war. Riesiger Frosch, verflucht, ja. Relikt könnte auch, wobei, wenn es ein Relikt wäre, dann müsste es Geralt ja kennen. Nicht einstufen können, das denke ich auch nicht, dass das ist. Okroide, nee, passt überhaupt nicht dazu. Der Wummerwum. Nekrophagen passt auch nicht. Konstrukte. Was ein Inselkonstrukte war. Insektoide sowieso nicht, so dann ist ein Frosch ein Insekt. Hybriden erst recht nicht. Geister sowieso nicht. Dragonide auch. Ja, wobei Dragonide. Nee, das kann auch nicht sein. Bestien, nee.
Also ich schätze mal, es wird ein Konstrukt sein. Ne, Moment, was habe ich jetzt gesagt? Nekrophag, nee. Konstrukt, echt? Wobei, Nekrophag? Nee. Konstrukt, also ich nehme mal das Konstruktöl, auch wenn es vermutlich nichts bringen wird. Aber je mehr Power, desto besser. Der Absurde. Ja, ist ja klar, Mann, dass immer der gleiche Scheiße kommt. So, wir haben hier neue Runensteine, ist ja geil. Wo ist jetzt? Aber es ist Konstruktöl. Testen wir es mal, oder bringt's was? Es gibt diese Legende, dass das Monster ein verwunschener Prinz ist. Hab ich gehört. Die Frauen fallen reihenweise drauf rein. Wenn ich rausfinde, wer diese Legende in die Welt gesetzt hat, bringe ich ihn um. Du glaubst nicht dran? Ich habe Medizin studiert, nicht Literatur. An Märchen glaube ich schon lange nicht mehr. Eine unglückliche Romantikerin. Wollte einen Fluch brechen, starb stattdessen einen ekelhaften Tod. Ja, auch das gibt's leider. Was haben wir hier? Rezept Karmin. Waschmaschine oder was? Waschmaschinen leben länger mit Karmin. Natürlich keine Waschmaschinen, sondern halt, kann ich noch irgendwie sagen, Waschtrüge. Nee, klingt auch doof. Waschtrüge. Ich trüge dich auch. Bringt natürlich auch nix. Mann, Alter. Ist das vermutlich eine Art Schwert, wa? An Fährte. Nö. Also mehr kritischer Trefferbonus, aber hey. Stahlwaffen, das ist alles schon dabei. Ich bezweifle, dass ich bereits auf irgendwelche Waffen treffe, die besser sind als unsere aktuellen. Ich meine, hallo, wir haben meisterliche Teile. Da wird schon eine Weile dauern, bis das irgendwie besser ist. Verbesserung, man sieht auch die Glyphen und Rundsteine neue. Na gut, vor allem die Glyphen. Neue Icons. Ja, okay, lass mal noch. Wir gucken mal. War das gerade. Ah, dann die Schmeißfliegen da, genau. Kuckuck! Hätte mal nichts gesagt. Natürlich kommen sie schon, und die wird es gerochen oder was? Die sind aber schnell. Eine Frau war wohl auf der Suche nach dem Prinzen. Ja gut, hier bin ich, Leute. Was geht ab? Johnny, pass auf, denk da. Eiseffekt. Shani, wo ist... Ah, die sind bei mir. Gut. Mann, Leute, ihr habt keine Chance. Ey, Alter, ich hab ihre Deal geschlagen. Ja, also... macht ein bisschen mehr. Kein Problem, mein Schild wirkt noch. Das ist zu schwach. Gut, ich meine, ich zeige natürlich auf den Schwierigkeitsgrad von der ersten Staffel weiter. Giftige Dämpfe sehe ich jetzt nicht gerne. Na, ich habe die Schwalbe. Shani, bleib lieber hier weg, ja. Alter, geht das schnell runter. Der Körper ist so gut wie unversehrt, nur zur Hälfte mit Schleim bedeckt. Hoffentlich musste er nicht leiden. Hoffe gerade auch. Mal ganz kurz, Leute, ich will gucken, was hier noch ist. Irgendetwas Interessantes oder so. Frau, um die 30. Seltsam. Keine sichtbaren Wunden. Ist sie aus Erschöpfung gestorben? Wie schrecklich. Na toll. Genau das wollte ich eigentlich vermeiden. Das war ein schneller Abgang, war. Zweiter Part bereits aufgegangen. Yeah! Ich dachte eigentlich, die Schwalbe würde ein bisschen länger wirken. Vor allem hilft hier normales Gegengift, ich muss was anderes einnehmen hier unten. Oh, na toll, wieder hier. Naja. Ich hab den Schlüssel. Gut, dann los. Ich kann alles überspringen. Entschuldigung, ich dachte echt, das wird ein bisschen besser gehen. Mann, Geralt! Alter, das machen nicht hier irre, ey. Trotzdem muss ich jetzt aber ganz kurz mal gucken wegen den Tränken. Was zum Henker? Naja, gegen Popsporen, okay, aber ist das das Richtige? Mich wundern.
sonst gar keine Tränke, war. Das Gift hier, Reflex und Reaktionszeit. Ich nehme es mal ein, weil ich sehe es noch relativ schnell, ob es wirkt. Es gibt diese Legende, dass das Monster ein verwunschener Prinz ist. Hab ich gehört. Die Frauen fallen reihenweise drauf rein. Wenn ich rausfinde, wer diese Legende in die Welt gesetzt hat, bringe ich ihn um. Du glaubst nicht dran? Ich habe Medizin studiert. Eine unglückliche Romantikerin. So. Wollte einen Fluch brechen, starb stattdessen einen ekelhaften Tod. Eine Frau war wohl auf der Suche nach dem Prinzen. Kuckuck! Da bin ich wieder! War schon alles? Shani, wo bist du? Bist du wahnsinnig, Shani? Ja, sind ein paar Viecher. Der dort sich nähern? Grässliche Kreaturen. Alles klar? Ja. Sieh mal, da ist Franz. Was von ihm übrig ist, meinst du? Was für eine Kreatur würde sowas tun? Viele ertrunken. Bedeutet das was? Das heißt, dass unser Monster die nicht angreift. Scheint mit den übrigen Kanalisationsbewohnern zurechtzukommen. Symbiotisch vielleicht. Interessant. Was? Franz war am Bein verwundet, nicht wahr? Mhm. Direkt über dem Knie. Konntest du es mit was behandeln? Ja, mit Schnaps. Aber das war alles. Warum? Sieh mal, das Bein ist halb weg. Das Monster muss es abgebissen haben. Die anderen Leichen waren unberührt. Bis auf die Wunden aus dem Kampf. Willst du behaupten, das Monster mag Alkohol? Mhm. Mit Blut gemischt. Klingt ja auch fast nach einem Vampir, aber die gehen nicht so vor. Hier erfahren wir nichts mehr, glaube ich. Wir müssen das Lager finden. Bin direkt hinter dir. Ein bisschen Abstand kannst du schon einnehmen, Shani. Die noch trunkene Zunge. Komischer Geruch. Mischung aus Alkohol, Blut und Monsterdunst. Eine unglückliche Romantikerin sein. Wollte einen Fluch brechen, starb stattdessen einen ekelhaften Tod. Ah, noch mehr, geil. Pass auf, weg da! Jo, bringt gar nichts hier. Doof war, ich muss hier raus. Man, Kira, geht immer, dass im Kampf nicht irgendwie schnell gehen kann, finde ich auch ein bisschen sehr bescheuert so. Geralt, regenerieren bitte. Okay, gut, da hinten war also nichts mehr. Redanischer Soldat. Kam vielleicht allein hier runter, um das Biest zu jagen. Dumme Idee. Eine Frau. War wohl auf der Suche nach dem Prinzen. Jo, doofe Idee. Der Körper ist so gut wie unversehrt, nur zur Hälfte mit Schleim bedeckt. Das Monster ist durch diesen Tunnel verschwunden. Da kommen wir nie durch. Wir müssen einen anderen Weg finden. Das war der Zufall, dass ich den Weg gefunden habe. Shani, kannst du bitte, dankeschön.
dass ich die Spur gefunden habe. Doch war ich der Brief. Leiche einer Frau, völlig eingeschleimt. Das Biest muss sie für später aufgehoben haben. Bäh. Groß Mahlsage dazu nur. Okay, gut, Level her stimmt. Befehl der britannischen Armee. Probe es Toxins zu erhalten. Okay, durchweicht der Brief. Ronny! Meine Freundin Adelberta. Das war eine scheiß Idee. Shani, kannst du hier deine Probe holen? Sicher. Vermischt mit Dreck, Geröll und Ertrunkenenkot. Die Probe muss sauber sein. Am besten aus dem Lager. Was für Wünsche die hat. Noch mehr? Ernsthaft? Doch, Menno. Eine unglückliche Romantikerin. Wollte einen Fluch brechen, starb stattdessen einen genug für deine Probe? Mehr als genug, wenn er nicht kontaminiert wäre. Ah, der Fall kann noch nichts recht machen. Klopf, klopf. Oh, ist offen. Na, komm nur, komm nur. Daneben. Doofes Viech, ey. Shani, aha. Redanischer Soldat. Kam vielleicht allein hier runter, um das Biest zu jagen. Dumme Idee. Ganz dumme Idee. Überall tote Ertrunkene. Komisch. Ich habe gedacht, das Monster toleriert sie. Solange sie nicht zu nahe rangehen, schätze ich. Das Lager muss nahe sein. Das fürchte ich auch. Haben wir noch etwas übersehen oder aus welchem Grund? Reichlich Schleim hier. Genug für deine Probe? Mehr als genug, wenn er nicht kontaminiert wäre. Was haben wir hier noch? Auch nichts Besonderes, wa? Schade, schade. Okay, Leute. Wir gucken uns mal an, was hier genau los ist. Boah, da muss ich riechen, ey. Oh ja, ein großer Areal, natürlich ganz geil. Shani, bleibst bitte mal hier oben. Verwesende Leichen, überall Schleim und dieser Gestank. Das muss das Lager sein. Frisch und feucht. Das Fieber gerade hier. Ich nehme die Probe. All die Tunnel und Korridore laufen hier zusammen. Und nun? Wir müssen das Monster anlocken. Und wie? Wir wissen nicht mal, was es ist. Aber wir wissen, dass es auf Blut mit Alkohol steht. Und Alkohol habe ich zufällig dabei. Du willst dich doch nicht selber verletzen, oder? Ganz ruhig. Wir haben reichlich Kadaver. Die nehme ich. Hast du genügend gesammelt? Ich hoffe. Aber reines Gift hätte ich auch gerne. Wenn du das Monster getötet hast. Um ein Gegengift herzustellen? Wozu, wenn das Biest tot ist? Ich habe noch ein paar Vergiftungen zu behandeln. Außerdem kann ich das Gift untersuchen und testen. Vielleicht hat es spannende Eigenschaften. Eine typische Ärztin eben. Ich mach mich dran. Ich bezweifle, dass ich im Kampf viel nütze. Aber hinterher brauchst du mich vielleicht. Ich versteck mich. Am besten wartest du oben auf mich. Oder zu Hause. Aber... Kein Aber. Warte im Durchgang, wenn du willst. Aber lieb ist mir das nicht. Wenn das Monster erscheint, rennst du nach oben. Na gut. Shani, sieh mich an. Versprich, dass du dich raushältst. Versprochen. Gut. Jetzt versteck dich. Sei vorsichtig, Geralt.
Alter, leck mich am Sack. Was ist denn das für ein Viech? Wow! Oh! Okay, versuchen wir Nordwind. Was machst du da? Wow! Hier, Nordwind! Das friert gar nicht ein. Hallo, willst du mich verarschen? Hier, frier ein! Ja, geht doch! Alter! Ja, vielen Dank. Vielen Dank für die Scheiße. Und Jill ist weg. Alter, leck mich fette. Und die Katze stört hier etwas wegen dem... Au. Einfrieren! Also gerade sagen wollte, die Katze stört etwas, weil jetzt natürlich nicht sehe, Farbenpracht her. Alter, okay, ich sehe schon, bringt nicht viel. Gerade wäre sehr froh, dankeschön. Kartäsche, brenne du Scheiß! Das scheint zu wirken, wa? Naja, nicht sehr, wie ich gerne gehabt hätte. Boom! Hat's irgendwie ein Muster? Ich glaub nicht, wa? Doch! Es haut gerne auf mich los. Wow. Jetzt reicht's hier! Ja, das mag's weniger. Boah, durch ein Schild hindurch? Alter, das ist viel Power. Jetzt reicht's. Was war das gerade? Brenn, du Scheißvieh! Jo, es mag kein Feuer. Palavat! Galavet Khan! Gadarash Al Wut! Was geht hier vor? Oh, er kommt endlich zu sich. Und er kann sogar sprechen. Ich dachte schon, ich hätte niemanden zum Reden hier. Außer vielleicht mein Spiegelbild im Pisseimer. Wo bin ich? Auf der Albatros. Oder der Fakba-Teul in deren komischer Sprache. Unterwegs nach Ophir. Ich erinnere mich nicht, irgendwo angeheuert zu haben. Hast du auch nicht. Sie haben dich an Bord geschleift. Du hast ihren Prinzen getötet, wie es scheint. So, ziemlich treffend formuliert. Was diese Riesenkröte war, also in diesem Sinne doch ein Prinz, aber Alter, was war denn das für ein Fluch? Ey, und ist echt gut, wenn verflucht nur gebraucht. Der Tollwurst und so etwas wissen. Hallo? Alter, okay, mit Feuer relativ gut gemacht und dann, hat Skill wohl irgendwie in die Augen bekommen, das Gift, und war dann ausgegangen. Wo war denn eigentlich Shani? Hat auch gefangen genommen, war? Oh, die Kröte in der Kanalisation, verdammt. Ich hab wohl Glück gehabt. Die hätten mich auf der Stelle töten können. Kommt auf die Sichtweise an. Ich kann ein bisschen Ophiri. Sie sind auf einer Mission. Ihr König hat sie geschickt, damit sie den Prinzen finden und erlösen. Sie haben bei ihrer Ehre und der ihrer Ahnen geschworen, dass sie ihn heil und gesund nach Hause bringen. Und ich habe ihn getötet. Toll.
Offenbar glauben sie, ihre Ehre zu retten, wenn sie den Prinzenmörder der Justiz des Königs überstellen. Ophir, interessant. Ich meine, jetzt sagen wir überhaupt nichts, ist auch wieder irgendetwas Neues hier, was man für Hearts of Stone, ja, geschrieben, erfunden, wie auch immer hat. Stellt sich die Frage, wo haben die sich die ganze Zeit versteckt und wie mächtig sind sie? Etwas so wie Nilfgaard, das ist einfach nur ein Königreich Verborgenes, so ähnlich wie, gut, vielleicht übertrieben, aber Covey und Powys liegen auch ein bisschen am Rand der Welt. Aber egal, das sind alles Fragen, die wir noch später klären können. Hör mal, da war doch eine junge Frau, eine Ärztin, rote Haare. Haben Sie die auch erwischt? An so jemanden erinnere ich mich nicht. Du warst allein. Gut, dann konnte sie fliehen. Hoffentlich ist sie zu Hause. Sind wir schon lange unterwegs? Ich weiß nicht. Eigentlich nicht. Andererseits, was spielt das für eine Rolle? Eine große. Wenn Sie mich aufhängen wollen, habe ich es nicht eilig. Also, ich bin froh, dass wir nach Ophir fahren. Da gibt es angeblich weiße Wildpferde mit schwarzen Streifen. Die wollte ich schon immer sehen. Sind sie nicht schwarz, mit weißen Streifen? Nein, schwarze Pferde mit weißen Streifen gibt es in Sangwebar. Ganz sicher. Okay. Schwarzpferd mit weißen Streifen, sagen wir gleich ein Zebra. Obwohl es umgekehrt wäre. Egal. Und wer bist du? Felipe Calagrande, zu deinen Diensten. Gemeiner Dieb, professioneller Hehler und Stadtführer von Ochsenfurt, wenn ich Zeit habe. Was machst du hier? Auch einen Prinzen getötet? Nun, sie meinen, ich hätte damit zu tun. Weißt du, ich war ihr Führer und habe sie in die Kanalisation gebracht. Aber da warst du schon fertig mit dem Prinzen. Es tut mir leid. Nicht deine Schuld, Kumpel. Ich hätte ja auch sitzen bleiben und Gewinn spielen können, anstatt damit zu prahlen, dass ich Ochsenfurt kenne wie meine Westentasche. Ja, gegen eine flotte Runde Queen hätte ich jetzt echt nichts einzulegen, muss ich ganz ehrlich zugeben. Aber egal. Freunde, mal Dank fürs Zusehen. Hier bei The Witcher 3 Hearts of Stone, so mit dem Schuh draus. Ja, das ist natürlich auch geil. Verwunschener Prinz, also wohl eher ein verfluchter Prinz. Ganz geil, wo ihr das wissen sollen. Natürlich kommen die genau dann bereits, wenn ich fertig bin, wa? Das klingt mir schon ein bisschen sehr verdächtig. Und Shan ist auch so schnell wieder abgehauen. Aber nee, Shan ist nicht, nee, ist kein, die Geralt verraten würde. Aber gut, wie es weitergeht, hier bei The Witcher 3 Hearts of Stone mit dem Prinzen dieser Ophir-Gesellschaft und so weiter und so fort. Das haben wir dann wieder in der nächsten Episode. Bis dahin, ciao zusammen.